Es geht weiter, immer heute bei Anno 1404, die Kampagne. Wir sind hier bei Part Nummer 8, zwar erst, aber trotzdem schon bei Kapitel 4. Könnt also sagen, es geht locker flockig voran. So, mal ganz kurz gucken, wir sind eben noch mit dem Schwertfisch unterwegs. Was wollte ich tun? Was? Reparaturkran ist eine Option. Ne, ich wollte ja hier gucken. Hanfplantage plus Webstube. Weben wir ein bisschen mit der Stube. Warum denn eigentlich nicht? So, ja, Nummer 1. Dann gibt es hier noch die Nummer 2. Eieiei, wieder mal einen typisch alten Fehler gemacht. Ja, hübsch ist nicht, aber zweckmäßig. Sag mal. Spiele. Nee, ganz ehrlich, nee. Das sah gerade sowas von himmeltraurig aus. So. Dann machen wir es nämlich so. Dann kann er die beiden da abholen. Dann ist das hier also... Ja, die Webstube. Seile brauchen wir leider auch noch, beziehungsweise brauchen wir nochmal eine Hammerplantage plus Seile. Ich habe hier oben noch ein bisschen Platz. Jo, da geht doch. Eins sollte ja genügen. Was der für einen Radius hat, war ist ja unglaublich. Oh, Moment, das war der falsche Modus. Pipettenmodus wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das auf M ist Pipette? Ah ne, auf N, okay. Jo, was? So. Wenn das mal funktioniert, war. Jo, jetzt wird natürlich ein bisschen Minus mit den Finanzen. Das gefällt mir jetzt dafür weniger. Scheibenkleister. Auch ein bisschen mehr. Jo. Oder kein Holz mehr. Ich hab kein Holz mehr, das gebe dort nicht, das gebe nicht. Kleines Markthäuschen bräuchte ich auch noch, aber erstmal so. Ausreichend gefüllt. Blub, 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 blub. Strategie scheint zumindest aufzugehen, wa? Ich krieg hier Leinenkutten, ich krieg Seile, Picobello. Wie wieder? 3. Ja, aber dann muss ich mit Leinenkutten hier noch ein bisschen mehr machen. Ich kann es ja auch zugeben, muss es irgendwie gefällt mir so nicht wirklich. Ich glaube, ich mache es hier ein bisschen anders.
So, optimal ist was anderes, wissen wir. Da müssen wir mal ganz kurz gucken. Ist der verbunden? Okay, okay. Das geht, auch wenn sie dann mal ja, keine Meisterleistung ist. Ne, also es ist vieles, aber eine Meisterleistung, nö. Aber hier jetzt bis nur 3. So, 4. Oh je, oh je. 1, 2, 3, 4. Mit den Seilen aufrechterhalten, da brauchen wir noch eine 5. Das heißt, die kommt hier hin, damit ich den hier machen kann. Hier mache ich natürlich den da. Zack, so. Hallo? So. 2, 3, 4, 5. Plus den, perfekt. Ach so. Oh, auf Schiff bringen, okay. Machen wir das halt, Freunde. Ach so. Zu viele Fische oder was? Jo. Zu viele kleine Fischlein. Yeah. Eben noch ein dezentes Holzproblem. Erst einmal würde ich dann doch gerne mal die noch ein bisschen ausbauen. So. Und zwar geht es mir um den Most. Ich denke mir, so 2 weitere dürften sich gut machen. So, und wenn ich die dann noch so mache, 3, 4. So. Weil dann brauche ich den nicht mehr. Ist weg, so. Hat viel mehr Platz, Leute. Und plötzlich kein Holz mehr. Tja. Wohnhaus, Upgrade. Das gefällt mir dann schon mehr. So natürlich hier. Haben wir noch ein Leinekutenproblem? Ja, eigentlich nicht, wa? Dann eine Schenke wollen die. Die wollen was geschenkt haben. Sind das lustige. Übrigens. Bitte, spendet uns etwas Kleidung. Die Kinder holen sich in den zugigen Klostermauern sonst noch den Tod. Dann mach doch mal hin hier. Mein Zahlen hat keine mehr. Jetzt müsste aber eigentlich auch mit dem Hanf und so müsste es ja sprudeln. Oh, dieser fein gewebte Stoff. Sind das etwa die Kleider für die Kinder? Ach, ihr habt wahrlich ein gutes Herz. Gott segne euch. Jo, der natürlich auch. Der liebe Gott, wer soll uns denn nicht noch alles segnen, wa? Also ganz ehrlich, ich habe 5 Stück davon. Und kommt auch nicht mehr hinterher. Natürlich, die Webstube hier muss halt warten, bis halt die Waren von oben kommen. Liegt auch daran, wa? Naja. Hat trotzdem gereicht. Es ist auch in eurem Interesse, dass mein Schiff rasch repariert wird. Ja, ja, mach mal. Stress doch nicht so. Also ganz ehrlich, Herr Großvisier. Herr Großkopf, Kotzvisier. Kommt ihr mit Waren? Ihr habt euch als ehrenhaft erwiesen.
Bei Allah. Ich denke, diese Kinder sind bei euch in guten Händen. Nehmt auch dies Schiff als Zeichen meiner Großzügigkeit. Danke, danke. Was mal so. Vielleicht solltet ihr Karim nach den Kindern befragen. Er besitzt die Karawanserei hier im Westen und hört und sieht vieles, was sich hier zuträgt. Das klingt doch schon mal gut. Der Großvezier scheint ein gutes Herz zu haben. Nun aber lasst die Kinderlein zu mir kommen. Wieso habe ich so ein mulmiges Gefühl dabei, wenn ich mir vorstelle, ich überlasse kleine Kinder einem... Naja, einem Mann, der irgendwie sagt, ja, so lasst die Kinderlein zu mir kommen. Als diese Kinder verschwunden sind, habe ich mir gesagt, Hilarius, da ist was faul. Also bin ich euch gefolgt und prompt gerate ich in diesen grässlichen Sturm. Mit Mühe und Not habe ich das Kloster meiner Ordensbrüder erreicht. Und dann spült der Regen auch noch die Straße weg. Voll krass, wa? Seht mein Schiff an. Euer Reparaturkran hat ganze Arbeit geleistet. Ihr solltet euer Schiff auch zur Reparatur bringen. Das habe ich schon, danke sehr. Seid unbesorgt. Planken, können ganz schön was einstecken. Erhöhte Treffpunkte plus 20%. Dankeschön. Nehme ich gerne. Supi. So, jetzt die Frage aller Fragen. Kann ich endlich mal die scheiß Schenke bauen? Jo. Perfekt. Das lobe ich mir, wa? Auf diese Schenke können Sie bauen. So, hier wollen wir noch ein bisschen das Ganze optimiert. Hier könnte man auch noch Häuslein bauen. Mal schauen, wa? So, dann hier zwischen wird es eher ein bisschen schwieriger. Was zum... Oh. Nicht genügend Baumaterial. Schau mal hier. Ich denke, das müsste eigentlich fürs Erste reichen. So grob geschätzt, oder? Sie überschlagen sich nicht gerade, aber es geht. Okay. Dann machen wir uns auf. Zu wem? Ah, da. Nehmen Sie Kontakt zu Karawannenführer. Karawannenführer Karim im Westen der Region auf. An Bord des Schiffs, das Ihnen Alsa hier geschenkt hat, befinden sich ausreichend Waren. Richten Sie auf unbewohnte Insel ein Konto und eine Straßenverbindung zur Karawanserei. Karim, der Karawannenführer, kommt viel herum. Als er hier glaubt, dass er Ihnen bei der Suche nach den vermissten Kindern weiterhelfen kann. Der Ofen natürlich auch. Er muss uns helfen. Bitte, bitte, hilf uns. Und unseren Kindern. Wir haben doch nichts außer unsere Kinder. Denn sie sind unsere Zukunft. Prost Mahlzeit. Ein neues Eiland wurde gesichtet. Ei. Wir brauchen Eier. Verzeiht, ich will nicht unhöflich sein, doch ich habe diese Karawanserei erst unlängst aufgebaut. Es ist noch vieles zu tun, keine Zeit für Müßiggang. Wir dann ciao. Was? Sie haben auf einer Insel ein Gebäude entdeckt. Verarschen? Keine Zeit für Müßiggang. Lalalala. Was für ein Penner, ey.
Wo wollt ihr eigentlich hin? Hallo? Bleibt ihr bitte... Leute, bleibt ihr bitte mal stehen? Geht bitte mal hier hoch. Das konnte irgendwo hier oben noch richten. Ach du, schaut auf dir... Ja. Auf der kleinen Scheißinsel das Ganze machen? Ja, Prost Mahlzeit. Hä? Er geht oben lang, der andere unten oder was? Nee, ich mache noch einen großen Bogen. WTF. Ja, also ich meine, ist... Wir können schon mal darauf gefasst machen, dass ich natürlich auch das noch brauche. Gewürze. Und Dattel, Milch, also muss eine eigene... Ach du Scheiße, die Insel sind noch klein für sowas. Gut, hier einfach ein bisschen Milch und Datteln, Gewürze, ihr die Ureinwohner und damit war es dann auch schon. Ich habe Nachforschungen über diese mysteriöse Krankheit unseres Herrschers angestellt und bin etwas Ungeheuerlichem auf die Spur gekommen. Es ist eine Verschwörung im Gange. Noch gibt es keine handfesten Beweise, doch eines ist sicher: der Kaiser soll gestürzt werden. Oh nein! Nicht unser aller Lieblingskaiser. Er war doch noch so jung. Wer ist überhaupt? Ich frage mich gerade. Könnte man hier nicht noch eine Kapelle bauen? Willst du auch hier gut machen, oder? Jo. Und noch ein paar Bäumchen. Ja, genau, perfekt. Noch einen Weg entlang. Genau, perfekt. Haben wir hier ein bisschen was Schöneres zu Zierde? Große Statue. Verschönert die Siedlung. Ja, das schön ist sie nicht, muss man schon mal sagen. So. -1 Bürgerrechte verfügbar. Ja, wir haben natürlich noch ein Haus gedowngradet. Natürlich, natürlich. So, auf Gelb. Hier ein bisschen mehr Kohle rein. Denn ich habe nicht mehr so viel. Hä? Jo. Das wird zwar nicht viel bringen, aber trotzdem auf Gelb. 306. Kann man machen. Der kostet noch 20 Unterhalt. Den rauszunehmen kostet man direkt 40. Oh. Ist auch eine Menge. So. Kuhrast. Wer Kuh rastet, der rar rostet, oder was? Nee, jetzt wird spannend, auch aus finanzieller Sicht. Alter, 700. Was wir noch machen können, wenn ich schon mal dabei bin. Ich meine, klar, Geld anhäufen ist das eine. Aber warum nicht auch, wenn ich schon so viel Fische habe? Gut, wenn ich gerade alles verkaufen, das wäre ein bisschen doof. Leinenkunden bin ich jetzt auch gut im Plus. Da können wir auch ein paar weg. Auch nicht so viel. Ich habe viel zu viel Eisen. Holt sie, will sowieso keiner. Weil es eh viel zu viel gibt. Geheimwissen Region auf. So. Gut, handeln wir. Ja, das gefällt mir. Sehr erfreulich. Finde ich auch. So, wo waren wir stehen geblieben, Freunde?
Bilanz ist positiv. Ich wollte hier was bauen. Toll. Jetzt fehlt es an Waren, gibt's ja nicht, ey. Der Großvezier schickt euch? Nun, ich bin Händler. Sorgt dafür, dass hier ein paar Nomaden sesshaft werden und mein Geschäft beleben. Ein paar Häuser, ein Bazar. Das wird meinem Geschäft gut tun. Oh nein, es war genau so wie befürchtet. Ja, das ist immer der Teil, den ich nämlich nicht mehr im Petto hatte. Also beziehungsweise, ja wie gesagt, dieser und der letzte Part habe ich eigentlich schon mal aufgenommen, nur mit Blackscreen, deswegen nochmal neu aufnehmen müssen. Aber so weit war ich jetzt noch nicht. Deswegen, ja. Was? 2 von 6 Kindergruppen. Ich habe erst 2 von 6. Gut, die Map ist natürlich noch ein bisschen groß hier, aber trotzdem. Ich habe erst 2 von 6. 2 von 6. Krüpp. Das Werkzeug kannst du schon ein bisschen schneller machen. Oder, ja gut, 2 Werkzeug schmieden wäre zwar eine Option, aber... Das kostet alles wieder. Ja, ist auch sowas. Eine Werkzeugmacherei braucht plötzlich Werkzeuge. Mhm. Eine Holzhütte braucht kein Holz. Alles klar. Äh, 145 Nomaden. Ich habe nichts anderes zu tun, oder? Mal das Häuschen hier selbst dürfte reichen. Und jetzt der Bazar. Okay. Das hätten wir soweit. Bauernhäuser kosten nur Holz. Nomadenhütten kosten plötzlich Holz und Werkzeuge. Ich wollte es nur mal sagen. Wie viel wieder? 105. Und dafür kriege ich ein Kind aus der Karawanserei. 145 wieder. Einen gibt 15 maximal. Ja, super. 15, das ist doch ein schlechter Weg. Zumindest noch für Tomaten. Das ist ja. Noch ein paar Datteln. Das ist aber auch 10 Häuser. WTF, 10 Häuser, 10 fucking Häuser hier unten. Dürfte aufgehen, wa? Dann schön hier die Reihe entlang, muss keine Dinge so hoch und so. Die Wüste ist unwirtlich. Wenn ihr hier etwas anbauen wollt, solltet ihr eine Noria errichten. Mhm. Ich hätte gleich noch etwas ganz anderes in der Fresse. Und wieder hoch. Und er fährt auch für noch ein bisschen mehr Kohle. Und... So. Gucken wir doch mal. War Fische sind noch gut dabei. Dann war. Und da war jetzt nicht so viel irgendwie auf Petto. Ein bisschen was schon. Dann nehmen wir doch mal ein bisschen Most hier mit. He? So. Dann wäre es das. Dann hier alles Holz und alles Werkzeug. Ja, komm, scheiß drauf. Werkzeug ist zwar... Eine zweite Werkzeugmacherei, geht nicht anders.
So, holst du mal genug, das ist kein Problem. Kannst auch ein bisschen Werkzeug kaufen, aber... Will man das? Ist immer so eine Frage. So. Ich brauche nur 10, aber schon 12 gemacht. Perfekt. Das heißt, ich habe jetzt noch ein bisschen Kohle übrig. Eine kleine Noria plus sogar Dattelplantage würde noch reichen. Und er meinte ja, errichten Sie eine kleine Noria. Sie Vollidiot. Hat er so gesagt, in seinen Worten. Um in der Wüste zu überleben, haben die Sarazenen die Norias entwickelt. Seht, schon wird das Land fruchtbar. Mhm. Coole Scheiße. Die Nomaden hier anzusiedeln ist eine Sache. Jetzt solltet ihr aber auch dafür sorgen, dass sie satt und zufrieden bleiben. Ach, das auch noch? Natürlich. Ich meine, warum macht er es nicht? Nö, ich muss es machen. Ist klar, Alter. Chill du weiter in deine Base. Hm? Schukran, ich danke euch. Satt und glücklich werden die Leute bestimmt mehr von meinen Waren kaufen. Das kann sein. So, wir haben schon ein paar Nomaden. 96 sind es. Ziehen natürlich noch ein paar mehr ein. Müssten ja 160 oder so werden. Wir haben jetzt eine Dattelplantage. Die Frage ist, reicht das bereits für diese Menge? Könnte sein, vielleicht auch nicht. Jetzt ich noch Milch brauchen und bin mir ziemlich sicher, wenn noch was mit Gewürzen kommt von hier oben. Das ist auch ziemlich wahrscheinlich. Dann werden die noch ein bisschen zufriedener und vielleicht entdecken wir sogar schon die ersten Patrizier. Könnte doch sein, Freunde. Aber wenn dem auch sei, das ist wieder mal etwas für die nächste Episode hierbei. Anno 1404, die Kampagne. Kapitel 4, die verlorenen Kinder. Es geht episch weiter. Hoffentlich auch das nächste Mal. Bis dahin, ciao, ciao.